So, wir haben heute das Mikro noch gar nicht getestet. Das machen wir jetzt dann gerade mal. So, gerade ein bisschen Zeit. Geht das gut? Oh, das läuft übrigens noch nicht. Wir haben nicht angefangen. Hallo, hallo. Hey! Jetzt gerade nicht. Schönen Tag. Gut. So, bist du ready? Nein. Gut. Also, ihr habt es schon gehört, ich bin eigentlich von der Informatik, aber ihr habt mehr Glück, ich erzähle heute gar nichts über Informatik. Das haben wir heute ja schon mal gehört. Andrea und ich haben nämlich forschungstechnisch überhaupt nicht miteinander zu tun. Wir stellen euch heute etwas anderes vor. Wir machen nämlich eine Vorstellungsrunde von der MIKO. Das für wissenschaftliche Mitarbeiter WIMAS und WIAS. Und wir versuchen euch das gerade mal mit einem Lied zu demonstrieren, was das ist. Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen, das uns vom Drama einer Kultur berichtet. F&E, ihr Vater, oje, die WIAS und der MIKO, das können wir alles sowieso. Oh, Andrea, so viele Abkürzungen. Ja, ich glaube, das versteht trotzdem niemand. Trotzdem nicht. Uns kennt keiner, uns versteht keiner. Mit ohne Mütze. Mal mit. Ach, Andrea, jetzt stecken wir nicht gerade den Kopf in den Sand. Jetzt erklären wir es doch einfach mal mit den Slides, die wir gemacht haben. Okay, also, wir sind von der MIKO. Mittelbaukommission. Von der ZHW. Aber das gibt es auch an der PH und an der ZHDK. Danke. Und uns schon mal vorwegzunehmen, das ist kein Verkaufsstand. Wir verkaufen nichts. Wir vertreten einen anderen Stand, und zwar einen Berufsstand, den Mittelbau, die WIAS und die WIMAS. Eben die wissenschaftlichen Mitarbeiter und die wissenschaftlichen Assistenten, meinen Sie. Danke. Ja, aber was machen jetzt die Leute da? Hocken die da rum? Ja, das wollte ich gerade erklären. Und zwar sind das die Vertreter der Departemente, weil jedes Departement hat einen Vertreter und das Rektorat hat auch einen Vertreter. Und wir sitzen zusammen in der Mittelbaukommission. Die Mittelbaukommission ist Teil der HSV. Hochschulversammlung. Also von der Hochschulversammlung. Da sitzen drin Studierende, Mittelbau, Dozierende und administrativ-technisches Personal. Jede Personalkategorie hat quasi eine Standesvertretung, also eine Kommission, und wir sitzen zusammen in der HSV. Ja, jetzt Genau. Also wir sind euer Sprachrohr. Oder? Ja. Ja, ich glaube, wir brauchen noch ein Beispiel. Ah genau, wir sind ja in Toni. Da haben sie doch die kleine Mensa, also im Vergleich mit den vielen Leuten, die es da haben. Darum haben wir die Arbeitsgruppe zu den Lunchshakes. Die klären jetzt ab, wie das ist in der Mensa, ob es dort wirklich keinen Platz hat, wie viele Schlangen das hat. Und dann machen sie einen Vorschlag. Ja, genau. Und den Vorschlag, den bringst du dann zur Hochschulleitung und die entscheidet dann, was dann passiert mit den Lunchshakes. Das ist ein gutes Beispiel dafür, was wir machen. Jetzt wäre auch noch eins eingefallen. Da ist noch letztens jemand zu mir gekommen, wissenschaftlicher Mitarbeiter, und hat mich gefragt, ob ich ein bisschen Karriereberatung machen könnte. Na, musste ich dann sagen, na, leider nein, also das macht man nicht, so individuelle Beratung. Aber was wir machen ist, wir kümmern uns um Personalkategorien, wir kümmern uns um Laufbahnmodelle für den Mittelbau, dass dann überhaupt eine Karriereplanung sinnvollerweise möglich ist. Und wir machen das nicht nur auf ZHAW-Ebene, nein, das wird auf ganz Schweiz-Ebene diskutiert. Und zwar passiert das in dem Verein Axion Uni. Das ist die Vertretung des Mittelbaus auf der Ebene Gesamtschweiz. Dort sitzen Vertreter der ganzen Universitäten drin, also aller Universitäten, aller Fachhochschulen und aller pädagogischen Hochschulen. Und wir treffen uns dort und tauschen uns über diese Mittelbauthemen aus. Und weißt du was, Melanie? Um dort offiziell vertreten zu sein, haben wir nämlich letztens einen Verein gegründet. Vertreter von der PHZ, von der ZHWK und von der ZHAW. Wir haben zusammen einen Verein gegründet und jetzt sind wir quasi offiziell auch in diesem Axion Uni vertreten. Und weißt du, wie der Verein ist? Nichts. Gut. Okay, Andrea, geht Name. Nächstes Slide. Fertig mit dem Quatsch. Ihr kennt wahrscheinlich irgendjemanden von dem Slide, weil das sind nämlich Departementsvertreter. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder ihr immer noch nicht wisst, wer MIKO ist,
dann frage ich am besten die Personen oder frage nachher Andrea und mich beim Apparat. Oder vielleicht könnt ihr euch sogar jetzt noch fragen. Oder ihr leset unseren Newsletter. Das war es. Genau, 5 Sekunden zu früh. Ich habe jetzt ein Thema angesprochen, die Karriereförderung von Mittelbauangehörigen. Am Departement Soziale Arbeit fällt mir auf, Mittelbauangehörige arbeiten extrem viel, aber es ist irgendwie ungeklärt, wohin es geht. Welche Modelle würdet ihr favorisieren, wie sie unterstützt werden können in der Karriereplanung? Also wenn wir jetzt quasi die Antwort schon parat hätten, dann bemerken wir, wie super Leo ist des Mittelbaus. Sind wir aber leider nicht. Was dahingehend gerade passiert, ist, dass eben genau solche Fragen versucht werden zu beantworten in einem relativ großen Projekt, was auf der gesamten Schweiz eben diskutiert wird. Es hat bis jetzt einen Bericht gegeben, vom Bundesrat in Auftrag gegeben, wo die Situation des Mittelbaus erstmal dargestellt ist, und jetzt geht es quasi weiter in Arbeitsgruppen, wo dann Vorschläge erarbeitet werden für Universitäten, Fachhochschulen und für die PHs und wo das dann wieder zusammengebracht wird. Also im Prinzip sind wir gerade erst dran, das zu diskutieren, um quasi später sagen zu können, hey, jetzt wissen wir mehr, jetzt können wir besser aufzeigen, wo es eigentlich hingehen soll für wissenschaftliche Mitarbeitende oder Assistierende. Also es dauert wahrscheinlich noch eine kleine Weile, wie das halt ist bei so Prozessen. Ich glaube, Sie haben alle verstanden, was es ist. Gut, Ziel erreicht. Schwer davon aus, wobei ich mich auch frage, ob sich alle irgendwie schon gedanklich halt beim Apero befinden, was ich schade fände. Ich habe selbst eine Frage zum Mittelbau. Ich bin selbst wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und ich muss zugeben, durch dass ich an vielen Orten arbeite, komme ich selten in den tatsächlichen Austausch. Jetzt habe ich mal die Gelegenheit dazu. Ich habe bei der Organisation des Slams so festgestellt, dass offenbar wissenschaftliche Mitarbeitende sehr unter Druck stehen, auch zeitlich. Also bis ich da die Leute zusammen hatte und alle mussten sich das überlegen und gucken mit den Projekten und ich weiß nicht, und vielleicht kommt noch was und vielleicht kurzfristig und ich weiß noch nicht, ob ich ins Ausland muss. Ist das tatsächlich so? Ich hatte so den Eindruck, da muss es an anderen Departementen extrem viel Arbeit haben. Und ich frage mich, ist das ausgeglichen zur Anstellung? Fühlen sich die wissenschaftlichen Mitarbeitenden da noch wohl? Also irgendwie eigentlich müssen wir die Frage so in den Raum stellen, weil es sind wahrscheinlich auch viele wissenschaftliche Mitarbeiter da. Ich kann das quasi nur für mich sagen. Ich bin zwar euer Sprachrohr, aber solange das nicht von euch kommt, kann ich natürlich auch nicht sagen. Ich sage es einfach, wie es bei uns ist. Und zwar ist es bei uns so, dass es irgendwie einfach, die Dozenten sind quasi dafür da, dass sie irgendwie Projekte akquirieren und irgendjemand muss schlussendlich die Arbeit machen. Oder? Und die dann das Zeug umsetzen, oder? Ich meine, die Informatik kann man groß reden, was man alles machen kann. So. Schlussendlich muss ein Computer das machen, wo der User irgendwie klickt. Und das ist bei uns echt der Mittelbau. Also von dem her, ich glaube schon auch, dass das eine rechte Aufgabe ist. Umso wichtiger, dass wir eben heute Bühne für Mittelbau haben und wir sie doch auch mal so ganz plastisch vor uns sehen und erleben dürfen. Wenn keine Fragen mehr sind, aber da ist eine, Entschuldigung. Also ich habe aber keine Frage, ich habe eine Antwort. Ich fühle mich sehr wohl. Und zwar, wenn ich viel zu tun habe. Das ist völlig gut. Und ich habe noch bemerkt, dass, wenn man um Karriere oder Laufbahnplanung, wie auch immer, wenn man darüber redet, ist es heutzutage schon auch ganz gut, wenn man am gleichen Ort und auf der gleichen Position und im gleichen Team über längere Zeit kann sein. Das müssen wir uns vielleicht auch noch ein bisschen überlegen. Also nur schon, wenn jemand 5 Jahre am gleichen Ort den gleichen Job macht, ist das super. Wir haben in der Fachstelle jemanden, der macht das seit 25 Jahren, der ist völlig zufrieden damit.